My name is Stephanie Unger, and today I'll be telling my testimony. I've always lived in a Christian home, so I've always known there was a God, but I did not take having God into my life seriously until I went to a youth conference that my church was going to. The pastor had asked us to bow our heads, and he asked if there was anyone that did not know Christ as their personal Savior. If not, these sermons were going to be hard to understand. So I rose my hand, and then he said, "You guys who have raised your hands, please go to the back." And my youth pastor's wife saw that I went to the back, and she came with me and showed me from the Bible of how I could be saved, and after that she prayed with me. So on April 27th, 2017, I asked Jesus into my life. And a year later, I made the decision to get baptized on June 3rd, 2018. And there's two Bible verses I would like to share with you all. The first one, John 1:12, Yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. And the other one, Hebrews 4:16, Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace and help in our time of need. Dankeschön. Good morning. Ik ben Katarina Unger. Ik wil op mijn Zeichnis metdaan. Ik ben in oud-Kindische familie opgewachsen. Aber ich habe erreicht, dass ich mit meinen Onkel und Tante mit der kleinen Menschen fahren, wo ich dort dann ansagt, dass ich und Jesus verloren bin und wo ich dann neben den 18 Jahre wie aus meiner Radar. Und ich leite mich durch an getroffen. Und wir haben uns auch durch befreit und dort ging alles sehr schön. Aber dort bleibt nicht so. Dort haben schwere Tiden mang und met kerk en zo wieder. En dan kwam er een tijd waar eigenlijk maar verom die daarom wat trager aardig weer. Wenn ich mit Menschen taub wir, die nicht Christen wären, die waren nicht gehandelt, dass ein Christ wäre. Und ich habe bisher tun über meine Sinn. Und ich vertraue dort auch, dass Jesus vergeben wird. Auch dort, was die Bibel sagen wird. Ich würde auch gleich noch was Versen zu lesen. 1. Johannes 8, 9. 1. Johannes 1, Vers 8 und 9 sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sinn, dann lieben wir uns selbst was fair und haben die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir unsere Sinn bekennen, dann ist es drin gerecht und verjährt unsere Sinn. Und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann nach 1. Johannes 4, Vers 9. Gott weiß uns, wo Gott uns wir aus seinen einzigen Sehen in der Welt schauen dort wir durch umleben können. Und auf Epheser 2, Kapitel 2 ist mir sehr wichtig. Aber ich habe mir ein Vers gewählt. Es Epheser 2, Vers 8. Die sind durch Gott seine Gnade gerat, weil sie glauben. Dort ist nicht durch jene Worte, dort ist ein Geschenk von Gott. Dankeschön. Good morning, Sola. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Benjamin Unger. Und für die, die mich kennen, das ist gleich so. Und ich würde sagen, die nicht gleich, wo ich weg sein, aber war mir klarer mehr. Ja, ich würde auch mal sagen, ich bin eine Familie abgewachsen, wo ich einmal von Gott gehört habe, aber ich habe es nicht wahrgenommen. Ich nahm dort wahr, was ich verloren habe, wenn ich 19 Jahre alt war. Mir wird das schwer zu verstehen, was das kann sein, was ich nicht bloß verdammt wir im verdammt Fall. Und wir nicht lang von damals, wir hatten Kirche geschenkt, oder die Eltern hatten wir was anderes gewohnt. Und dann ging ich nach Arm.
dass wir nun oben checken, was wir hatten gehört. Ein Vers, was mir sehr wichtig wir Johannes 3 sastieren, was Gott der Welt so geläuft hat. Kann ich nicht verstehen, was er aus seinen einzigen Sinn für mich geben, aber er hat. Was ich dort kann annehmen, mein Bruder betet mit mir taub. Ich kann da noch nicht alles verstehen, aber nur war es eine Erklärung, wie mir der Titel ja. Und ich von der sehr dankbar für sein, wo ich nicht sein durchgeblieben, wo ich wir und wo ich nur da war, hinging, und ich nicht dort sein, wo Menschen mir aufschätzen leiden, wo ich wir. Wo ich kann dort sein, was Gott will. Han, wo ich soll sein, ich dort kann sein. Aber ich habe mich frisch abgemerkt, und weil fair war ich, und wieder bewiesen, was ich bekehrt sein, und das wird Gottes Glauben da. Dankeschön.